gibt ja Leute, die haben uns einen Haufen SMS und E-Mails und Nachrichten geschickt diese Woche. Es gibt im Fall auch noch anderes als Fußball, liebes DRS3. Stimmt, haben wir gesagt, es gibt noch anderes und sie haben die Schlagzeilen vor Wochen ein bisschen durchschauen und haben gefunden, ist das wirklich wichtiger, das, was in den Schlagzeilen war? Können wir jetzt herausfinden. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Was hat uns denn beschäftigt diese Woche? Ah ja, der Bundesrat will eine zweite Röhre am Gotthard. Lieber eine lange Röhre als eine kurze Ast. Danke, Frau Signordi. Sie bringt uns mit in dieses Woche Klatschthema rein. Kurznachrichten haben diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja, Sie meinen sicher den Kristallnacht-Tweet auf Twitter von dem Ex-SVP-Parteilosen, gell Sie? Nee, auf das Niveau wollen nicht einmal wir uns hier ab und das will etwas heissen. Nein, wir reden von der SMS von Florian Ast. Fremdgegangen ist er. Und darum sind Florian Ast und Frau Signordi jetzt kein Paar mehr. Sie hat eben seine SMS gelesen. Wissen Sie, das ist doch nur billigst Eigenpromo, einfach zu schauen. Beide sind ja wieder als frische Singles auf dem Markt erhältlich und der Medienmainstream marschiert in dieser schäbigen Promotionskarawane. Nicht Ja, aber ich meine, Herr Mörgeli, Trennungen, die sind ja gerne hart, das berührt Leute, das interessiert Leute. Bastien Giraud. Ja, ich. Genau, ihr seid jung, frisch verlobt, bevor ihr bevor ihr Nationalrat seid worden für die Grünen, da habt ihr an der Universität ja sicher auch mal ein Geschleif gehabt. Ja, vielleicht zuerst noch etwas zu mir selber an dieser Stelle. Ich bin eigentlich sehr gefragt und nie Single oder Solo. Nur wer sich das zweit warm gibt, ist energieeffizient. Wie ist die Frage gewesen? SMS, Florian Ast, Affäre. Item. Also, das kommt davon, wenn man das Handy nicht ausschaltet zum Strom sparen. Gut, ich meine, das Schwierige an dieser Geschichte, der Fleur, der schweigt, die Francine, die überbeißt fast im Blick. Wo bleibt da die nüchterne Analyse? Wir heißen vom Weltwochenchef Roger Köppel. Der Ast ist im Pflock. Um was geht's? Die Weltwoche hat dank langer Recherchenarbeit herausgefunden, dass Franz Signordi und der Florian Ast in Wahrheit Christine Meyer und der Philipp Gädul sind. Christine Meyer und der Philipp Gädul sind in Wahrheit der Daniel Josisch und Chantal Galladay und die beiden sind in Wahrheit der Christoph Mörgeli und natürlich Rickli. Tatsache ist, alle unter einer Decke. Ja gut, aber die Trennung von der Francine und dem Florian hat die Menschen also schon bis weit auf in die Schweizer Berge berührt. Auch der Bauer und Ex-Meister Schweiz Renzo Blumenthal. Es geht am Fleur, glaub nicht so gut. Er hat ein Tief, ein Astloch quasi. Mir ist das zum Glück noch nie passiert, aber vielleicht liegt das daran, dass ich gar kein Handy mit SMS habe, nur ein Mobiltelefon mit Kurznachrichten. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.